Herzlich willkommen zum heutigen Panorama, moderiert aus Bern. Wir haben heute folgende Beiträge für euch in der Sendung. Die Airbnb-Debatte im Oberland, ein rockiges Open Air mit klingendem Namen. Der André Gribi, der unter anderem das Hotel Merkur in Interlaken betreibt, hat aus seiner Wohnung eine Mitarbeiter-WG gemacht. Der Grund? Für sein Personal findet sich auf dem Bödeli einfach zu wenig Wohnraum. Unter anderem wegen Plattformen wie Airbnb. Ein Thema, das schon länger für Unmut sorgt. Also ich hatte eine schöne Wohnung und habe die eigentlich zugunsten von meinen Mitarbeitern aufgegeben, weil ich Platz brauchte. Ich habe heute 4 Mitarbeiter eigentlich dort drinnen, können dort wohnen und ich bin jetzt in einer kleineren Wohnung und ja. Ja, es macht einfach ein Problem mit den Mitarbeitern. Also ich komme heute eigentlich nur noch Leute über, die eigentlich schon fast hier wohnen. Also Leute von extern auf Interlaken zu bringen, die vielleicht auch Qualifikationen hätten, die man gerne will, ist unmöglich oder extrem teuer. Jetzt noch zu der Initiative von der SP Bödeli. Airbnb nur noch 90 Tage im Jahr, ein Vierteljahr zur Verfügung stellen. Was denkt ihr über das? Ja, also ich bin grundsätzlich nicht so für Regulierungen. Also ich verstehe, dass man das Problem sieht und dass man darüber studiert. Aber ich selber behaupte jetzt mal, der Markt reguliert sich irgendwann. Also die schon alle mal Airbnb selber gemacht haben, also preislich sind die Hotels eigentlich gar nicht mehr teurer, sehr oft, und der Komfort ist viel besser. Also ich behaupte eigentlich, die Leute werden irgendwann merken, dass das Produkt Hotel eigentlich viel sexier ist. Auch dieses Jahr präsentiert das Rocks am See wieder ein Programm mit Acts, die schon die Bandnamen die Ohren verwöhnen. Ein Höhepunkt ist die Premiere der neu formierten The Jamin Band mit hiesigen und international bekannten Namen. Wir haben angefangen mit einer kleinen Bühne, mit einem kleinen Barli und dann ist immer mehr dazugekommen. Und mittlerweile füllen wir hier diesen wunderschönen Rasen an diesem schönen Ort füllen mit diversen Foodständen, mit einer grossen Bühne, hochkarätiger Musik. Der kulturelle regionale Förderungsteil, der ist uns sehr wichtig. Darum haben wir auch noch die zweite, kleinere Bühne. Wir versuchen aber auch ein paar bekannte Geschichten reinzuholen. Was hier im Vordergrund ist immer die Live-Qualität und die Qualität der Musik und der Musiker selber. Die Open Season of Souls haben wir schon wunderschöne Konzerte im Rocks gehabt. Mittlerweile sind es Freundschaften geworden. Wenn wir nachher zurückgehen auf den Donnerstag, dann kommt hier ein Künstler, den wir zuerst mal verpflichten durften. Der heisst Sian und ich finde, auch musikalisch ist das grossartig und ich freue mich auf das Live-Erlebnis. Was wir natürlich nachher auch haben, sind die anderen Bands, die Opening machen, die Qualität bringen, aus der Region sind. Und was ein spezielles Novum wird sein dieses Jahr, ist am Freitag mit der Jamin Band, wo wir das letzte Konzert, das sie gemacht haben, in der vorherigen Formation im Rocks erleben. Jetzt hat es eine Neuformierung gegeben und sie haben super Musiker an Land ziehen, unter anderem als Sänger der Rolf Stahlhofen. Und das wird eine Premiere sein hier in Ungerbucht in dieser Formation. Wir sind eine 6-köpfige Truppe mit fantastischen Solisten. Der Gitarrist Jean-Pierre Fondach, der kann abdrücken wie blöd in einem Blues- und Rock-Song. Also das war immer schon die Stärke von Jamin. Ein Blues- und ein Rock-Song, die leben von solistischen Einlagen und das wird so künftig zelebriert, eben jammt. Das Rocks in Spiez, ich bin ja selber Spiezer, das ist wie unsere Ausgangsmeile von Spiez, wenn man dem so sagen kann. Oder der Ausgangsecke. Also hier trifft man sich, wenn man die Spiez am Abend, am Wochenende weggeht. Daneben ist es eigentlich das einzige Lokal im Berner Oberland, das wirklich noch eine anständige Bühne hat, wo man anständig Leute reinbringt, wo man ein Konzert machen kann. Und dass er noch ein Open Air macht hier in dieser wunderschönen Spiezer Bucht, das ist natürlich das Nonplusultra. Jetzt übergebe ich das Wort Peter Wech im Studio. Er stellt euch seinen Gast in der heutigen Talksendung «Zusammen im Zentrum» selber vor. Herzlich willkommen zu «Zusammen im Zentrum», das Tagformat von der Plattform J. Mein heutiger Gast ist der äußerst humorvolle und grosse Macher Flo Eichenberger, der das Aussoll wieder auferstehen
im ehemaligen Theater am Käfigturm. Das war es auch schon wieder mit unserem heutigen Panorama. Die ausführlichen Artikel zu allen Themen findet ihr auf unserer Webseite und im App. Jetzt hört ihr noch das Wetter mit unseren Kolleginnen und Kollegen von Meteo News. Merci vielmals fürs Zuschauen und bis gleich. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Bärenstarke Sommerferien. Made in Bern. Das ist Ihr Blatt vom Jodwetter für den Kanton Bern vom 26. Juni. Es freut mich, Sie wieder zu sehen. Ja, seit dem Wetter war es heute ein abwechslungsreicher Tag mit Wolken, zwischendurch ein klein oder viel Sonnenschein, Regen und Gewitter, lokal mit kräftigen. Und ein Wetterumschwung ist derzeit nicht in Sicht. Heute Mittwoch sind wir im Einflussbereich vom Höhentief über Norditalien gelegen. Die Luftmassen Malpurim sind feucht und instabil geschichtet gewesen. Morgen sorgt ein Hochdruckrücken für eine Stabilisierung. Ja, grundsätzlich starten wir in den Donnerstagvormittag trocken und oft recht sonnig. Das Risiko für erste lokale Regenspritzer haben wir besonders im Seeland. Die Temperaturen sind mild und liegen bei rund 16 Grad in Bern. In Frutigen sind es um die 14 Grad. Im Oberland bilden sich in der Zweitageshälfte Quellwolken und in weiterer Folge regnet und gewittert es. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass es bis ins Flachland zieht. Es wird aber nicht überall nass. Und Temperaturen zeigen mit 27 Grad in Bern einen Sommertag an. Ja, der Freitag zeigt sich teilweise bis recht sonnig mit einem leicht erhöhten Regen- und Gewitterrisiko. Und nachher haben wir zuerst noch teilweise bis recht sonnigen Start in den Samstag fährt es an zu brodeln, besonders am Abend und in der kommenden Nacht erwarten unsere Meteorologen kräftige Regengüsse und Gewitter mit Unwetterpotenzial. Ab am Sonntag geht es mit Wolken, zum Teil ein bisschen Sonne und gelegentlichen Regengüsse oder Gewitter weiter. Dazu wird es ein bisschen weniger warm. Ja, das war es von meiner Seite. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und auf ein anderes Mal. Ade miteinander.